Ja, das geht mir auch so, Son Gohan. Und ich hoffe, euch natürlich auch, Freunde. Willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot. Wir haben gesehen, es gibt neue Sidequests. Was tun wir zu so einem Zeitpunkt, oder wo Buu sich selbst in die Luft gesprengt hat und so, das passt perfekt. Machen wir erst ein bisschen Sidequesten. Und zwar gehen wir in die westliche Hauptstadt. Das hat zwar nichts mit der Quest von Namen zu tun, das würde auch keinen Sinn ergeben, weil der ganze Mensch momentan ja ausgerottet wurde. Von Super Buu, nicht den Typen, den man hier sieht, der zwar auch Anakin mit Buu hat, aber irgendwie wie Kid Buu aussieht. Ja, oder wie auch ein Kind Buu. Im Team mit Kid Trunks und Piccolo ist Son Gohan unterwegs. Und wohl ja Ultimate Gohan. Jo, alle hinüber. Alles am Arsch. Der Hinsicht muss man sagen, war Buu echt fleißig, oder wäre echt schnell. Ich sage es ist ein Pflanzenmann, das ist aber nicht die Sidequest, die ich jetzt erwarte, oder? Weil es gibt eine... Wir haben jetzt gerade... Pflanzenmänner haben also offenbar überlebt. Aber eben dieses... Es gibt ja so eine spezielle Pflanzenmann-Quest. Das ist doch nicht die, oder? Hey, was geht ab? Was, wenn die ganze Stadt zerstimmen, wenn nichts unternehmen, Son Gohan, es lebt sowieso keiner mehr. Ist doch scheißegal, ob die Stadt drauf geht. Wir haben noch 2 Wünsche bei Shenlong. Also mit dem einen Wunsch holen wir alle zurück, mit dem anderen bauen wir die also da auf. Ne, umgekehrt. Logisch, es muss umgekehrt sein. Erst also da aufbauen und wieder alle zum Leben erwecken. Tun wir uns sicher nicht gerade davor, noch ihre Wiederbelebung an der Heimat anzutreffen. Ja, aber wie gesagt, wir haben noch 2 Wünsche. Stimmt. Oh Mann. Da tauchen überraschend Pflanzenmänner auf. Ein super Pflanzenmann, es ist die Quest. Ein super Pflanzenmann? Gut, dass es nur Pflanzenmänner sind. Die sind leicht zu erledigen. Los geht's. Ja, haben eigentlich eine Kampfkraft von 1200. Ein bisschen weniger als Raditz. Die anderen machen gar keinen Damage. Alter, ein hohes Level. Das ging schnell. Was ist los? Ist hier ein Nest? Ja. Ich spüre ein starkes Ki über der Stadt. Das könnte derjenige sein, der die Pflanzenmänner steuert. Den sollen wir zuerst erledigen. Nani? Ein Super Saiyajin Pflanzenmann? Der ist viel zu stark für einen Pflanzenmann. Das muss eine Art Super Pflanzenmann sein. Ja, vor allem in der Super Saiyajin Aura. Für bloß nur die Haare. Konzentriert auf ihn. Wer ist jetzt der Super Pflanzenmann? Okay, macht er schon noch wenig Schaden mehr gerade. Dann natürlich die Frage, kommen die jetzt irgendwie nach oder so? Ne, bleibt einfach einer. Wobei das nur 3 Level höher, wieso soll es jetzt plötzlich super stark sein? Das ist auch nichts.
Das ist aber super schnell platt. Tja, hoffentlich. Ja, nach Hause, ja. Geh. Ja, warum gibt's Superpflanzenmänner? Was soll der Quatsch? Wo sind die anderen? Ja! Ich sag jetzt noch ja! Ultimate! Super Ultimate Gohan! So, Feierabend. Gib mir keine Erfahrungspunkte. Schauen ab! Vielleicht waren es ja Cyborg-Pflanzenmänner. Erschaffen von einem Computer von Dr. Gero. Ich wusste es. Magische Bohnen? Ah, Pflanzenmann plus magische Bohne gleich Super Saiyajin Pflanzenmann? WTF. Fällt mir zwar schwer zu glauben, ja mir auch, aber es ist eh nicht Kanon, von dem her. Da hat Piccolo natürlich recht. Ja gut, aber die Pflanzen kommen nicht von der Erde, deswegen können sie bei ihnen anders wirken. Ja, super, aber die magischen Bohnen haben bei Piccolo als Namekianer, bei Gohan bzw. Goku und Vegeta als Saiyajins auch immer ganz normal gewirkt. Also, na gut, sind ja Pflanzenmänner und magische Bohnen sind natürlich schon eigentlich das Gleiche, sind ja alles Pflanzen, wenn man so will. Also wir sollen sie behalten. Sehen nicht schlecht aus. Könntet ihr mal zum Meister Quitte gehen? Ach nee, der ist auch tot. Nochmal aufbewahren, später zu ihm gehen und ihm die geben und sagen, hey, vielleicht gibt es daraus Super Senzu-Bohnen oder keine Ahnung, als Super Düngemittel. Aber essen wir das ja auf keinen Fall. Piccolo ist ein Amerikaner, das Einzige, was er eigentlich zu sich nimmt, ist ja eh nur Wasser. Eigentlich. Super Pflanze, Mann. Also haben wir die Quest endlich auch gemacht. Oder konnten sie endlich machen. Sehr gut. Dragon Balls alle noch beisammen. Zumindest die zur Story gehören. Nimmt mich jetzt aber trotzdem Wunder. Ob Meister Quitte ja vielleicht auch noch überlebt hat. Nö. Ich finde die restlichen Bewohner, der einzige, der noch leben dürfte. Wir wissen es ja. Ist ja eigentlich nur der sogenannte Held der Erde. Nanda? Hi. Mr. Satan! なんであいつだけ生き残ってんの？しぶといやつだな。ほっとこいや、一緒に連れて行ってやろう。俺は神の神殿から見ていた。ああ見えても根は善人なんだ。あいつはあいつなりに地球を救おうとしていた。Hey.
Und sein Hundebegleiter in der Gruppe auch versetzt er so nach Dende fort. デンデ、よく逃げ延びたな。でかしたぞ。ポポさんが僕をすぐに下界へ放り投げてくれたんです。さすがミスターポポ。素晴らしい判断だったぞ。おい、何者だあの顔色の悪いガキは。ほらガキとはなんだ。神様だぞ神様。なんだって。妙だな。一体何を企んでるんだ。おいチビたち、俺はお前たちと戦いたい。なんだと。勘違いするな。貴様の相手はこの俺だ。まずチビたちと決着をつけるんだ。その後お前と戦ってやる。なんでだ。なんでそんな回りくどいことをするんだ。貴様はこの俺を倒したいんじゃなかったのか。どうしたチビたち、俺とやるのが怖いのか。なんだと。僕たちが怖がってる。今度こそやってやろうぜトランクス君。当たり前だぜ。待て、何か変だぞ。おかしいとは思わんか。なんで。フュージョンハー。じゃじゃーん。またまたやってきたぜ。正義の死神スーパーゴテンクスだ。あのチビのパワーとピッコロというやつの頭さえ足せば。なんだ。どうかなごはんくん、無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞてめえ。二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。遥か遠くにお前の存在を感じた時からこの作戦は始まっていた。そこで考えたんだ。その時戦っていたスーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。だがそのチビのパワーには時間が限られているらしかった。そう話していたんだ。もし吸収する瞬間に元に戻られては困るからね。次の機会を待ったんだ。再びスーパーゴテンクスとやらになるには1時間あればいいらしい。だからそれまで消えていたんだよ。そういうことだったのか。どうせ吸収して一等賞になりたかったらこの俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。何も分かってないようだな。敵もいないのに最強になってどうするんだ。前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。 Ja, wenn Songoran ein bisschen clever wäre, würde er ein bisschen abwarten, bis die Fusion wieder aufhört. Also, stimmt. 変身時間がかなり限られているようなんでね。貴様にしては冷静な判断だ。小野さんも吸収したのは
正解だったようだな。 Wie gelassen Gohan einfach bleibt. Mein Piccolo und Goten, aber auch Trunks sind ja seine Freunde, beziehungsweise Mentor und Bruder. Also, まだやる dass er dabei so ruhig bleibt, finde ich schon ein bisschen. しぶといやつだ。 Naja. Er ist jetzt halt auch Ultimate Gohan und wie damals beim Kampf gegen Cell ist er einfach Super Saiyajin. Leider ein bisschen arrogant geworden. Aber dann Saiyajin sind ein bisschen an sich. Oh oh. Der Trick klappt nicht so oft. Ja, Ultimate Gohan. Wir haben little bit problems, Kumpel. どうした頑張れよ。随分弱ってきてるぞ。 Ja, wenn ich Gohan wäre, würde ich auch ein bisschen auf Zeit spielen. Scheiß Tech. Scheiß Donut. 無駄だ。 Vergiss es. Aufgeben. Magische Bohnen. Frisch ausgekotzt von Pflanzenmännern. So, Kumpel. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Hä? そんなに戦っても無理だと悟ったか。 Wieso? Ich hab じゃ gewonnen. とてもかなわないと。 甘れ。 ボロボロだな。もう飽きてきた。そろそろフィニッシュを決めるか。 Oh Mann, armer Son Gohan. Mann, warum müssen Saiyajins immer so... Ah. ちくしょう。ダメだ。これじゃやられちまう。 Mann, Son Goku, hättest du Trunks und Goten einfach niemals die Fusion beigebracht. こりゃ計算違いじゃったの。しゃあない孫悟空、お前手伝いに行ってやれ。いや、オラもう。そうです、ご先祖様。実は孫悟空はもう二度と現世には行けないのです。んなことは知っとるわい。代わりにわしの命をくれてやるんじゃ。それでお前は生き返れる。大海王神様の命をオラに。いけません。だったら全宇宙はもうおしまいじゃ。ではせめてこの私の命を。私もそれくらいは役に立ちたい。 Ja, und lässt Beerus dabei auch noch direkt abkrepeln. 無理せんでいい。お前はまだ若い。わしはどうせあと1000年ぐらいしか生きられんじゃろから。じいちゃん。ではさらばじゃ。すまねえ。この命絶対無駄にはしねえぞ。よし、早く行け。ほれほれ、わしの死を無駄にする気か。じゃあ行ってきます。おっと待った、渡すもんがあった。ホタラじゃ。後で片方を左耳につけろ。これつけっと強くなれんか。もう片方はご飯の右耳につけさせるんじゃ。たったそれだけでお前たちは合体できる。ほんと？当たり前じゃ。し
かも効果はフュージョン以上。 Laut dieser Aussage müsste Vegetto also eigentlich stärker als Gogeta sein. これが昔からの海王神のとっておきの宝だったんじゃから。知りませんでした。本当に近頃の若いやつはしょうがないな。 Voll ins Face, aber so ein Arschtritt. これちょっと試してみ。お前と君とで自分のポタラを使って。Nebenwirkungen vielleicht mal erwähnen? おお、すごいパワーですよ。これなら私も戦いますよ。お調子に乗るんじゃない。もともとが大したことないんじゃ。まともに戦いっこないじゃろ。ああ。こいつは確かにすんげえよ、じいちゃん。で、合体していられる時間どれくらいなんだ？ポタラにそんな弱点はないわい。永遠にじゃ。もう二度と戻るようなことはない。ま、保証できんがな。Alter, haben sie recht noch so herausgeredet, weil damals bei Dragon Ball Z war es echt so, dass der alte Kaioshin meinte, ja, die Potaro-Fusion, die hält für ewig. Tschüss. War klar, okay, die hält für ewig. Deswegen war ja auch Kibito Shin, wie ich ihn jetzt mal nenne, war ja auch bei Dragon Ball GT und so, war ja noch, ja, hat eben noch fusioniert und allem, aber in Dragon Ball Super haben sie es ein bisschen relativiert, von wegen, ja, es gibt so Bedingungen, damit sie ewig hält. Was wir hier bei Dragon Ball Z noch nicht wussten, aber einiges geklärt hat und deswegen jetzt hier der Satz so von wegen, ne, also soweit ich weiß. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Freunde, ich sag trotzdem nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Dann werden wir vielleicht den ultimativen Krieg erleben, die Fusion aus Goku und Gohan. Wie hieß die überhaupt? Gokan? Weil Go gibt's bei beiden, einfach Gohan geht auch nicht. Gohun klingt auch doof. Gokun. Nee, geht auch nicht. Was wäre ein guter Name für Son Goku und Gohan? Weil bei Vegeta und Trunks, die heißen ja fusioniert Vegings, auch wenn es ein bisschen crazy klingt, aber ist so. Oh Mann. Nein, wir wissen natürlich, was passieren wird, aber trotzdem. So ein interessanter Gedanke ist es trotzdem, finde ich. Wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal, Freunde. Bye, bye.